Verstanden, Aldabra Forschungsstation. Sie haben Glück, ein Helikopter ist gerade in Ihrer Nähe. Wir kommen sofort vorbei. Verstanden, ein Helikopter ist auf dem Weg. Danke viel mal. Over and out. Also gut, macht euch schnell parat. Juhu, bald sind wir daheim. Also Amelie, du warst zuerst. Aber wieso? Ich trau mich nicht. Amelie, es gibt keinen anderen Weg. Schau, es kommt sogar einer helfen. Komm, du schaffst das, Amelie. Aber ich habe voll Höhenangst. Du schaffst das, alles kommt Du gut. musst keine Angst haben. Nimm schnell meine Hand, dann ist es vorbei. Bravo. Wow, sie haben es endlich geschafft aus dem Dschungel raus. Ich habe es ja nie angezweifelt, aber sie haben doch jetzt ein rechtes Abenteuer hinter sich, auch mit ein paar Rückschlägen. Also dort, wo der Lorenz sich den Fuß verknackt hat, dort haben wir schon schnell ein bisschen Sorgen gemacht. Aber sie haben es geschafft, die Rettung war in sich und mit dem Captain, der da runtergekommen ist, die Hand ausgestreckt hat, sind sie jetzt auf dem sicheren Heimweg. Hey, wir sind ja auch in einem Abenteuer unterwegs gewesen und wir haben auf dieser Reise ganz viele Sachen dürfen erleben. Wir haben zum Beispiel am ersten Tag haben wir Benzin oder Kerosin gesammelt für das Flugzeug, dass wir überhaupt in das Abenteuer können starten. Am zweiten Tag haben wir dann gelernt, dass Gott uns sieht. Dort, wo sie noch waren und plötzlich ein Nebel da gestanden ist. Übrigens, wenn ihr das erste Mal richtig aussprechen könnt, dann gratulieren. Das ist wirklich eine gute Leistung. Dort haben wir gesehen, dass Gott uns sieht. Dann haben wir am nächsten Tag gelernt, dass Gottes Liebe so enorm groß ist, dass er uns auch liebt, egal ob es jetzt uns mal gut geht oder schlecht geht, egal ob wir alles richtig machen oder vielleicht auch irgendwo mal versagen oder etwas schlecht machen. Gottes Liebe ist so groß, es umfasst alles von uns. Und dann haben wir gestern noch gehört, dass Gott Freude an uns hat. Er hat uns geschaffen, natürlich hat er Freude an uns. Und ich glaube, heute können wir etwas aus dieser Geschichte mitnehmen. Und ich freue mich jetzt schon und ich möchte alle einladen, in die Gedanken mitzukommen, auch euch Erwachsenen. Wir haben gemerkt, in diesen Kids Days sind meistens nicht die tiefsten theologischen Erkenntnisse, die da man herausfindet. Aber es sind Wahrheiten, die, glaube ich, dies und mein Leben verändern können. Und ich glaube, Gott möchte zu jedem Einzelnen heute Morgen reden. Und für das möchte ich gerade noch beten. Hey Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen und ich danke dir für die letzten Tage, die hinter uns sind. Für das du gegenwärtig bist, dass du geschaut hast im Kleinen und im Grossen, beim Wetter, aber auch in der Kleingruppenzeit, den Workshops, allem, was gelaufen ist. Du bist da gewesen. Und ich danke dir auch, bist du jetzt da. Und ich bitte dich jetzt einfach für die nächsten paar Minuten, dass du unsere Herzen öffnest und du zu uns redest. Amen. Amen. Hey, was meinen ihr? Wo die drei da am Schluss gestanden sind, oder? Also ich bin überrascht, dass das Funkgerät funktioniert hat. Ich glaube, die einen auch. Aber wem haben wir es zu verdanken, dass die drei gerettet worden sind? Ich denke, das war der Lorenz. Ich glaube auch nicht, es war noch ein bisschen zögerlich. Er hat zwar mega viel geholfen unterwegs mit seinen krassen Survival-Skills, hat Feuer gemacht, alles Mögliche, aber er hat sie am Schluss nicht gerettet. Ist es dann vielleicht Amelie mit ihrer Hilfsbereitschaft? Okay, das sagen jetzt die einen schon ja, aber die meisten sagen immer noch nein. Aber dann sicher der Dr. Professor Hürlimann. Ich meine, er hat ja wenigstens Radio gebaut, oder? Auch nicht. Ich glaube, wir sind auf einer guten Spur. Die drei haben sich nämlich nicht selber retten. Sie haben nur um Hilfe rufen. Und dann hat ein Rettungsmann kommen und hat sie nachher aus dieser Situation herausgerettet. Und ich glaube, bei uns ist es manchmal ganz ähnlich, dass wir Momente in unserem Leben haben, wo wir Hilfe von außen brauchen. Ein kleines Beispiel. Ich hatte vor einer Weile mal einen Unfall und mir die Schulter verletzt. Die linke Schulter. Und ich durfte die Anfang Jahr operieren. Und ich bin zum Glück Rechtshändler, aber mein linker Arm war mehrere Wochen in einer Schlinge.
Und das meiste konnte ich nicht machen, aber ich habe gemerkt, bei wie vielen Aufgaben man doch im Alltag 2 Hände braucht. Zum Beispiel, wenn man sich Zähne putzen möchte. Das klingt jetzt ganz einfach, braucht man nur eine Hand, aber probieren wir mit einer Hand gleichzeitig die Zahnbürste zu heben und nach einer Zahnpasta drauf zu drücken. Das ist also noch herausfordernd. Also da machst du irgendwie gerade noch Morgengymnastik. Oder noch schlimmer ist beim Anziehen, wenn man ein Höcken mit einer Hand anlegen muss. Dann musst du dann so über den grossen Zechen rumlitzen und dann schauen, dass er nicht abschlüpft. Und dann das Gleichgewicht solltest du auch nicht verlieren, oder? Du kannst ja den Tag nicht starten, indem du das erste Mal umgehst. Und dann, wenn du genug ziehst, dann schaffst du es vielleicht um den Fersen herum. Und es hat ganz viele so Alltagssachen gegeben, wo ich auf Hilfe angewiesen war. Ich konnte nicht gleich viel tragen wie sonst. Ich konnte nicht gleich viel selber machen. Und ich bin froh, dass es coole Menschen um mich herum hatte, die mir in Situationen geholfen haben, die ich selber nicht geschafft habe. Der Lorenz, die Amelie und der Hürlimann sind ebenfalls auf Hilfe angewiesen. Und wenn wir Hilfe brauchen, können wir etwas ganz Einfaches machen. Wir können nämlich um Hilfe fragen. Oder? Für die einen braucht das manchmal ein bisschen Überwindung, um Hilfe zu fragen. Oder rufen, genau. Oder man kann sogar ein Radio brauchen. Und die 3 haben einfach ein Radio gebraucht. Aber wir in unserem Alltag haben es ganz ähnlich mit Gott. Wir können auch Gott jederzeit um Hilfe fragen. Wir nennen das einfach dann beten. Zum Beispiel, vielleicht haben wir eine Prüfung, die ansteht. Die Gimmi-Prüfungen waren nicht vor langer Zeit. Vielleicht sind sie mega nervös und gewusst, ob sie es schaffen oder nicht. Und die brauchen dort Hilfe, die brauchen dort Ruhe. Oder vielleicht für die etwas Älteren unter uns, sie haben ein Vorstellungsgespräch. Im Sommer fangen dann wieder die neuen Lehren an. Oder die haben ein Mitarbeitergespräch, ein Standardgespräch und die wissen nicht genau, wie das rauskommt. Vielleicht ist es ein Konflikt, wo wir keine Ahnung haben, wie wir den lösen können. Oder einfach eine riesige Entscheidung, die wir davor stehen. Und die wissen nicht, welchen Weg sie wählen sollen. Das Schöne ist, egal in welcher herausfordernden Lage wir uns befinden, Jesus, wie der Rettungsmann, streckt uns seine Hand entgegen, die wir einschlagen können. In der Bibel heißt es Folgendes, in Jesaja 41,13. Dort steht dann: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir: Fürchte dich nicht, also hab keine Angst. Ich selber, ich helfe dir. Also Gott selber verspricht uns, dass wenn wir um Hilfe rufen, dass er uns seine Hand entgegensteckt und dass er uns möchte helfen, dass er bei uns ist. Und das ist ja schon lässig. Aber was ich obergenial an dem finde, ist, dass wir uns nicht zuerst durch den Dschungel durchkämpfen müssen, dass wir zu Gott beten können. Sondern ihr könnt jederzeit zu Gott beten. Wir können jederzeit Gott um Hilfe fragen. Wir machen es manchmal einfach als letzte Option. Aber wie cool wäre das, wenn das unsere erste Reaktion wäre? Gott um Hilfe fragen. Und dann kommt er in unsere Situation ein. Oder die Amelie, der Lorenz und der Hürlimann, die haben nicht müssen selber am Seil draufklettern, bis dann endlich mal bei dem Rettungsmann waren. Sondern der Helikopter ist zu ihnen gekommen, der Rettungsmann ist runtergekommen und hat ihnen geholfen. Also Jesus kommt in unsere Situation hinein, dort, wo wir gerade sind. Und was passiert dann? Ich glaube, manchmal stellen wir uns vor, wenn wir beten und Jesus uns seine Hand entgegenstreckt und wir dort einschlagen, dann kommt Jesus auch in so einem Helikopter anzufliegen, rettet uns aus dieser Situation raus und dann auf einen Schlag verändert sich alles. Und Jesus kann das absolut machen. Gar keine Frage. Aber Gottes Versprechen in dem hinein ist viel grösser. Er sagt ganz einfach: Hey, ich komme zu dir, ich nehme dich an der Hand und dann stehen wir das gemeinsam durch. Er verspricht uns nicht unbedingt, dass er all unsere Probleme löst. Das Leben ist manchmal gleich noch herausfordernd. Aber das Versprechen, das er uns gibt, ist, dass er seine Hand uns entgegenstreckt und wir dürfen einschlagen und dann kommt er mit uns mit. Und ich glaube, das ist auch hilfreich manchmal. Wenn ihr jemals zugeschaut habt, wie ein Baby anfängt laufen lernen.
Oder dann macht es am Anfang noch nicht ganz so viel. Dann hockt es mal zuerst ein bisschen am Boden umeinander und dann steht es mal auf und dann geht es mal wieder um und dann steht es mal wieder auf und dann versucht es mal die ersten paar Schritte zu machen. Und wenn man dann mal die Eltern beobachtet, kommt meistens das Mami oder Papi bei den ersten paar Mal und nimmt es an die Hand und läuft ein paar Schritte mit dem Kind, so weit wie es mag. Jetzt stellt euch vor, jedes Mal, wenn das Kind versucht zu laufen oder in einer schwierigen Situation ist, kommt das Mami oder Papi, nimmt es auf, tut es dorthin, wo es hinwollen und setzt es wieder ab. Dann will es nie selber lernen zu laufen. Das Versprechen ist vielmehr, hey, ich komme in diese Situation, ich nehme dich an der Hand und dann stehen wir das gemeinsam durch. An dem können wir manchmal auch wachsen. Und klar gibt es auch Situationen, bin ich sicher, in so einem Raum rein, wo wir vielleicht jetzt nicht gerade sehen, ja, wie können wir jetzt an dem wachsen. Sehr schwere Situationen vielleicht manchmal auch. Schwere Krankheiten in der Familie, vielleicht eine Beziehung, die gerade in die Brüche gegangen ist. Dort sehen wir das Wachstumspotenzial dann manchmal nicht so. Und dort ist das ein bisschen fehl am Platz. Aber selbst in diesen Situationen gilt das Versprechen von Jesus, dass er zu uns kommt und uns zuruft, hey, das stehen wir gemeinsam durch. Jesus ist mit uns. Ich finde das absolut genial. Ich glaube aber, das ist nicht die einzige Situation, wo uns Jesus seine Hand entgegenstreckt. Und für das brauche ich ganz schnell meine Frau. Wo ist sie? Ah, dort hinten ist sie. Super. Sie hat übrigens das coole Video zusammengeschnitten, der Rückblick. Genau. Ist euch aufgefallen? Ich habe meine Frau auch an die Hand genommen. Aber sie ist ja nicht gerade unbedingt in Not. Vielleicht war sie sich ja nervös, dass sie vor so vielen Menschen jetzt auf die Bühne hat müssen. Aber ich habe ihre Hand, weil ich sie liebe. Und weil ich mit ihr möchte unterwegs sein. Ich mag mich erinnern, ich mag mich nicht mehr an viel von unserem Hochzeit erinnern. Das ist alles ein bisschen ein Blur. Aber wenn ich ein Foto anschaue, dann gibt es ein Foto, wo wir rauslaufen und wir laufen so raus. Hand in Hand. Und es ist klar, laufen wir Hand in Hand raus. Weil für uns war es ein Zeichen, hey, von jetzt an verbringen wir den Rest von unserem Leben miteinander. Von jetzt an teilen wir unser Leben. Nicht, weil wir gerade Not haben am Mann oder weil irgendwie gerade das Problem ist, sondern weil wir miteinander Beziehung haben. Und ich glaube, bei Jesus ist es ähnlich. Jesus streckt uns auch seine Hand entgegen, weil er mit uns unterwegs sein möchte in unserem Leben. Und ich habe Jesus schon von klein auf gekannt. Ich mag mich nicht an so einen Moment erinnern, wo ich Jesus bewusst das Leben übergeben habe. Ich habe immer wieder mal geschaut, hey, habe ich ihn noch? Und dann denke ich mal, das ist eine coole Idee, ich finde es lässig, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich habe das nie bereut. Für mich war immer klar, hey, wenn ich Freude habe in meinem Leben, dann kann ich das mit Jesus teilen. Wenn ich traurig bin, dann kann ich das mit Jesus teilen und er tröstet mich. Wenn ich irgendwie entmutigt bin oder überwältigt, dann ermutigt er mich. Die Verbindung zu Jesus in unserem Leben ist ein unglaublicher Schatz. Es hilft uns, durchs Leben durchzugehen. Und Jesus streckt uns heute seine Hand entgegen, egal ob wir in einer Notsituation sind oder einfach, weil er mit uns möchte eine Beziehung haben. Thanks, Babe. Deshalb meine Frage jetzt heute an dich. Wo stehst du? Bist du vielleicht in einer Situation jetzt gerade, wo du sagst, hey, ja, ich könnte wirklich gerade ein bisschen Hilfe brauchen. Hey, dann möchte ich dir zurufen, Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Und du musst nur einschlagen und du darfst wissen, er ist mit dir unterwegs in dieser Situation. Es verändert sich vielleicht nicht gerade alles, aber Jesus kommt mit dir mit. Oder hast du vielleicht noch nie die Entscheidung für Jesus gefällt? Hast du noch gar nie die Hand eingeschlagen? Ich glaube, es ist eine der besten Entscheidungen, die man machen können. Ich bereue das keine Minute. Und die Einladung steht heute ebenfalls da. Oder vielleicht gehörst du auch zu einer Gruppe von Menschen, die mal in die Hand eingeschlagen hat. Und du bist enttäuscht worden, weil sich offensichtlich nicht gerade alles verändert hat. Das ist verständlich. Aber ich möchte dir auch Mut machen heute.
Die Hand von Jesus streckt er dir immer noch entgegen. Du darfst sie jederzeit wieder ergreifen. Und oftmals sehen wir eben erst ein bisschen später, wenn wir zurückschauen, was sich in unserem Leben und in uns selber wirklich alles zum Guten gewendet hat. Egal, in welcher Gruppe du heute Morgen bist, Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Möchtest du die Einladung annehmen? Und wenn du heute Morgen sagst, hey, mal, irgendwo gibt es etwas, wo das erste Mal die Hand ist, wieder zurückkommen oder du brauchst Hilfe, dann können wir genau das machen. Wir können beten. Und wir haben nochmal jetzt eine Zeit, wo wir 2 Lieder singen und wir haben ein Gebetsteam, dort hinten links. Und manchmal hilft es, wenn man mit jemand anderem beten kann. Wenn man einfach sagen kann, hey, schau, das ist die Situation, können wir für das beten. Wie sie zu dritten unterwegs waren und die Gemeinschaft sie gestärkt hat, hilft es manchmal, wenn man mit jemandem beten kann. Und sie würden es lieben, mit euch zu beten, egal in welcher Gruppe das ihr seid. Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Ich möchte zum Abschluss auch noch beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der weit weg ist, sondern dein Versprechen ist, dass du zu uns kommst, in unsere Situation. Und du triffst uns genau dort, wo wir es brauchen und dort, wo wir sind. Und ich bitte dich am heutigen Morgen, dort, wo Menschen vielleicht dich brauchen, in deine Hand einschlagen, dass sie deine Hand sehen dürfen, wie du sie ihnen entgegenstreckst. Mit einem liebevollen Lachen auf dem Gesicht. Und ich bitte dich, dass sie in die Hand einschlagen dürfen. Und dann danke ich dir, dass du mit uns unterwegs bist. Amen.